Es sind die ersten Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und China. Ministerpräsident Wen Jiabao ist zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Berlin gereist. Der Gast aus dem Reich der Mitte wurde am Dienstag mit militärischen Ehren begrüßt. Deutschland und China wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen in den kommenden Jahren massiv ausbauen. Merkel warb um ein stärkeres Engagement chinesischer Investoren in Deutschland. Im bilateralen Handel sieht Merkel die Chance, das Volumen in den kommenden Jahren auf 200 Milliarden Euro nach 130 Milliarden Euro im Vorjahr zu erhöhen. Wen setzt hier ein noch ehrgeizigeres Ziel. Binnen 5 Jahren soll der beidseitige Handel verdoppelt werden. Mit diesem Besuch des chinesischen Premierministers wird ein neues Kapitel aufgeschlagen in den deutsch-chinesischen Beziehungen, die strategischer Natur sind. Natürlich habe man auch über die Situation des Euro gesprochen, sagte Merkel. Ich freue mich ausdrücklich, dass der Premierminister Wen Jiabao noch einmal gesagt hat, dass auch China die Bedeutung des Euro als sehr hoch einschätzt und natürlich ein massives Interesse an einem stabilen Euro hat. Und ich habe meinerseits versichert, dass Deutschland alles dafür tun wird, dass die Wettbewerbsfähigkeit aller Euro-Mitgliedstaaten wächst, aber gleichzeitig wir auch untereinander das notwendige Maß an Solidarität zeigen. Der chinesische Regierungschef sagte Unterstützung in der Schuldenkrise zu. Wenn Europa Schwierigkeiten hat, strecken wir die helfende Hand aus, sagte Wen. China hat wiederholt angekündigt, in Staatsanleihen aus Europa zu investieren und damit angeschlagenen Euro-Staaten wie Spanien unter die Arme zu greifen. Wen betonte, China sehe in Deutschland einen wichtigen strategischen Partner. Die Zusammenarbeit der beiden Volkswirtschaften komme der ganzen Welt zugute. Merkel forderte ihre chinesischen Gesprächspartner zugleich auf, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit zu fördern. Wir haben es begrüßt, dass der Künstler Ai Weiwei freigelassen wurde, genauso wie Hu Jia. Aber wir haben auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass jetzt ein transparentes Verfahren für Ai Weiwei folgt und für alle anderen, die von solchen Verfahren betroffen sind, natürlich auch. Ai Weiwei war wenige Tage vor dem Europabesuch Wens freigelassen worden. Die strafrechtlichen Vorwürfe gegen ihn sind bislang unklar.